Bonjour, vielleicht herzlich willkommen für eine neue Emission Blick auf Europa. Wir beschäftigen uns diese Woche mit internen Wahlen. Wir wählen einen neuen Präsidenten vom Parlament. Die wisst, dass der turnusgemäß an der Haltung von einer Mandatursperiode als 2,5 Jahre eigentlich im Moment der Fall ist. Wir hatten als EVP ein Aufkommen mit den Sozialisten, dass das ja nur der Martin Schulz das Mandat gegen und die EVP gehen. Die Sozialisten haben sich nicht darum, das heißt 100 Aufkommensanfang abgekündigt. Und das hat zu einer ganzen Party nicht nur Diskussionen, sondern schon ganz heftigen Streitereien gefordert. Wir haben 6 Kandidaten von verschiedenen Gruppen. Das muss ich noch gucken, wie das sich auswirkt. Ich für mich ging wünschen, dass wir eine große Stabilität kriegen, damit, dass wir Rechtsextremer und dass wir Linksextremer haben, das wissen wir. Aber wir müssen eine Stabilität an der mitkriegen von den 4, 5 großen Fraktionen hier, für auch die Rolle vom Parlament weiter so können durchzuziehen, wie wir das bislang gewinnt wären. Wir kriegen immer mehr Möglichkeiten, wir kriegen immer mehr Pouvoir. Und das muss ich natürlich auch im Moment festigen, das muss ich noch draußen als Parlament dann so können auftreten. Ein paar andere Fragen, die mir immer stellen, wenn ich so viele Visiteursgruppen habe. Ich gehe hier ein bisschen so den Champion von der Visiteursgruppe genannt. Das wird einerseits der Mazedin, dass ich die Menschen gerne mache, dass ich die Leute gerne empfangen und mit ihnen über Europa diskutieren. Das wird natürlich auch der Mazedin, dass wir Lützeburger da ein bisschen befehrdelig sind. Ihr könnt euch vorstellen, für Lützeburgische Gruppe ist das ein Jahresreise für Straßburg, für eine Gruppe aus Polen oder aus Finnland oder aus Griechenland ist das schon alles ein bisschen kompliziert. Es geht mit das wie gesagt, mir kompliziert. Die Leute fragen mich dann immer, ja, wieso seid ihr dann nicht auf den 2 Sitten verteilt? Für was seid ihr zu Straßburg eine Woche am Monat und die anderen 3 Wochen zu Brüssel? An der Sonne schien das eigentlich den Hauptsitz vom Parlament ist eigentlich Straßburg. Und das ist ja damals bewusst so gemerkt, das hat einen symbolischen Wert. Ihr wisst, Elsass war eigentlich auf der Grenze zwischen Deutschland und Frankreich, war Elsass eng am Krieg Deutsch, da war im Französisch, das heißt, das war ein Spielball von den großen Nationen. Und das auf der anderen Seite auch ein symbolischer Wert für just das Haus von dem vereinten Europa, für das auf die Grenze dort zu setzen und zu weisen, dass mit dem deutsch-französischen Vertrag, dass da eine Aussöhnung stattgefunden hat innerhalb von der Europäischen Union und dass das eigentlich, wie gesagt, symbolisch als an der Sitz vom Parlament. Da sind wir auch heute zu Brüssel, 3 Wochen am Monat, wo heute an der Komitee geschafft wird, wo auch heute ganz viel mit der Kommission zusammen geschafft wird, mit dem Conseil zusammen geschafft wird. Brüssel hat sich da auf 4 als richtigen Arbeitssitz, hat auch ganz viel investiert an Gebäulichkeiten hier rundherum. Und das ist natürlich eine Diskussion, für was plündert immer auf Straßburg. Für mich ist es die Zahlen, die immer avanciert gehen, die entsprechen nicht der Realität. Das heißt, ob in Brüssel reist oder ob in auf Straßburg reist, also in der Hinsicht kein Unterschied. Für mich ist es einerseits der symbolische Faktor, andererseits muss ich sagen, ist es ja nicht so, dass nicht mehr die 2 Sitten sind, wir auch Lützeburg für den Sit, wo über 11.000 Leute arbeiten. Und davon 2.000, die auch vom Parlament angestellt sind. Und dafür fährt es, wenn Straßburg gegen fallen, wenn es gegen eine sehr unik Mehrheit zu Brüssel, da gibt es auch Reperkussionen auf Lützeburg schon. Und das wäre natürlich für uns ein ökonomischer Faktor, den nicht zu negligieren wäre. Die Leute fragen mich dann noch natürlich immer, die 6 Lützeburger, was könnt ihr dann weiter bewegen? Bei 751, und das ist ja die Zahl, die festgelegt ist, definitiv, was könnt ihr als 6 dann eigentlich machen? Da muss ich den Leuten sagen, natürlich eine großen Aussprachen, haben große Delegationen natürlich ganz andere Möglichkeiten. Ich meine, mit einem deutschen Apparat, einem polnischen, einem französischen oder einem britischen Apparat von Mitarbeitern da mitzuhalten, das können wir nicht. Aber da, wo wir schaffen an unseren Komiteen, an unseren Delegationen, an unseren Parteien, da sind wir ein von den 750. Das heißt, da steht einem nicht auf der Stirn, du kannst aus einem kleinen Lützeburg, du mal ruhig. Da ist ein von denen, und da hilft es just Leidenschaft weisen, Fried haben im Dossier, gute Argumente haben, sein Dossier für alle kennen und dann noch gute Argumente aufbauen, für zu diskutieren, für zu negozieren. Und da kann man sich da auf hier durch Arbeit und durch etwas, was den da bringt, genauso gut wie ein Kollege aus einem anderen großen Land.
Die 12 vu 6 wie gesagt, das ist das Minimum. Und das ist auch eng froh, die Leute oft stellen. Die Repräsentation von den kleinen Ländern gehen die nicht so ein bisschen überdubbert von den großen. Und da muss ich immer sagen, dass eigentlich die kleinen Länder an der ganzen Struktur von der Europäischen Union so nicht mal stark befähigt sind vis-à-vis von großen Nationen. Wenn ihr seht, sechs Deputierten für 1,5 Millionen Einwohner, da könnt ihr euch vorstellen, da müsste Deutschland dann 160 schon so runterhaben an die 80. Das heißt, ihr seht ja, dass da schon die kleinen Länder ab Punkt mit dem Sockel, mit dem Mindestsockel von 6 eigentlich ganz gut bedingt, ganz gut abgestellt sind. Dann ist es doch so, dass man ja in der Kommission auch alle Land seinen Kommissar hat. Jean-Claude Juncker als Präsident, wir hatten mit Viviane Reding als Kommissar, wir hatten Kommissäre für drin, die immer ein ganz gut Arbeit geleistet haben. Das heißt auch hier als Land, und da geht doch nicht so dezidiert oder diskutiert, du bist aus einem kleinen Land oder du bist aus einem großen Land. Das ist ein College und da geht es seine Rolle zu spielen. Eng andere Frage, die die Leute auch immer stellen, das ist, oder immer so, und das ist eigentlich keine Frage mit, das ist eine Bemerkung, wo die Leute so immer lauschen, dass ja sowieso geht alles zu Brüssel dezidiert, auf was sie Brüssel so, und da mengen sie die Kommission. Denen Leuten muss ich dann immer so, eine Kommission kann eigentlich nicht dezidieren. Das heißt, die Kommission hat das Initiativrecht für etwas zu proposieren. Und das ist auch so, dass das noch gewisse Kriterien gebunden ist. Das nicht, dass da morgen sehen absteht und eine gute Idee hat und die dann hier publiziert. Das ist so, dass das Kriterien sind, es muss eine europäische Plus-Value haben, es muss einen Mehrwert haben, es muss ein europäisches Sujet sein, wo mehr Länder impliziert sind, was eine ganz wichtige Aufgabe darstellt, einen ganz wichtigen Enjeu darstellt für Europa. Die Subsidiarität muss respektiert gehen. Das heißt, die Subsidiarität will ja so eine Decision selber muss nur wie möglich beim Bürger geholt gehen. Wenn das kommunalen Plan ist, dann soll es auch gemerkt gehen oder nationalen Plan. An Recht Europa soll ergreifen, wenn es einen europäischen Mehrwert hat. Dann ist es so, dass ja am Anfang auch die Kommission proposiert und dass das Parlament, das Europaparlament, das heißt gewählten Volksvertreter, und auf der anderen Seite Ministeren aus den einzelnen Ländern, sie der Agrikultur, Santé, Budget, egal was für ein Domain, die verhandeln und sind eigentlich die zwei, die Co-Decideurs sind bei einer Proposition de Direktiv oder bei einem Reglement. Das heißt, die Kommission kann proposieren, mit Memberstaaten am Parlament dezidieren. Und dafür ist es sich ein bisschen zu viel einfach gemacht, wenn ihr seht, Brüssel dezidiert ja sowieso, wir können da nichts machen, das ist falsch. Die letzte Wort vielleicht zu dem Ganzen, das ist etwas, was auch ganz oft gefragt wird. Ja, wie könnt ihr dann hier am Parlament, die hat ja keine Majorität, wie könnt ihr dann hier schaffen? Hier am Parlament ist eine interessante Schaffensweise, dass sie nämlich immer am Anfang angehalten, vier mit anderen Fraktionen, mit anderen politischen Fraktionen Kompromisse zu finden auf einem Dossier. Und das ist auch ganz gut. Das will nicht heißen, dass es faule Kompromisse ist, aber das heißt, dass es ein Kompromiss ist in eine gute Richtung. Heinz sind das Kleinschritt, Heinz sind Großschritt, Heinz gehen deren ab, wo ihr für drin nicht damit gerechnet wird. Mit das sind am Anfang immer ob in andere Gruppe oder mehr andere Gruppen angehalten, für mit denen zusammen zu schaffen. Das ist nicht wie an den einzelnen Ländern, wo in eine Majorität hat, eine Opposition, an die ihr wisst, wie das Kräfteverhältnis normalerweise ausgeht. Aber hier ist es so, hier sehen sich Allianzen auf dem Sujet selber und da können die mit dem Sujet auch führen. Da geht die noch am Endeffekt als ein Direktiv oder als Reglement angeholt. Das wären so die paar Fragen. Ich mache mir immer Freude daraus, für Visiteursgruppen zu empfangen. Das heißt, auch von meiner Platz aus einen Abruf. Kommt auf Brüssel, kommt auf Straßburg, guck dir das ganz an. Und ich gebe ganz gerne mit Gelegenheit Zeit für mit dir dann ein bisschen über Europa zu diskutieren. Merci, das war für das Nachgucken. Bis die nächste Woche.